Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 9. Spieltag der 2. Liga und der FC trifft auf die Truppe des MSV Duisburg, die Zebras. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Tabellenerste auf den Letzten trifft. Den Letzten, ne? Also nicht das Letzte, das muss man ganz, ganz deutlich sagen, denn beim MSV handelt es sich wirklich um einen rein rassigen Traditionsverein. Ne? Das merkt man nicht nur daran, dass die Fans haben wie Sand am Meer und dass da die Stimmung immer stimmt, sondern das merken wir auch daran, dass wir da so oft gewesen sind, das kann man überhaupt gar nicht mehr zählen. Ja, das Wahnsinn, stimmt wirklich. Ne? Da waren wir wirklich oft und an ein Spiel, da können wir uns besonders gut dran erinnern. Es war nämlich unser allererstes gemeinsames Auswärtsspiel. Und da gibt es sogar noch Bilder von diesem Spieltag. Ja, das war 2013, ein 1:1. Wir haben uns in der 90. noch den Ausgleich gefangen, können wir uns noch genau dran erinnern. Und auch erinnern können wir uns an dieses FC-Taxi. Da haben wir uns nämlich damals schon drüber schlapp gelacht. Ja, und achtet mal darauf, ja. Nix Sektorentrennung, ne? Wir stehen da mit den Duisburgern schiedlich, friedlich zusammen, trinken Bier, essen ein Würstchen. Ja, das geht. Die Frage ist natürlich, was geht heute? Ja. Denn wir haben im Vorfeld wieder die gegnerischen Fans angeschrieben, wie wir das ja immer machen, dass sie uns bitteschön Beiträge zuschicken. Problem ist nur, die Zebras haben im Moment wirklich die Scheiße am Huf. Die sind nicht nur Tabellenletzter, jetzt ist gerade auch noch der Trainer geflogen und sie haben auch noch die meisten Gegentore aller Mannschaften. Ja, ne? Und wenn in so einer Situation da zwei gut gelaunte Kölner um die Ecke kommen, haha, ja, jetzt kommen wir mal und erzähl mir was über den MSV. Da musst du schon eine richtig coole Sau sein, um noch souverän zu bleiben. Ja, das musst du wirklich und das werden wir jetzt überprüfen und schauen uns einfach an, was haben die Jungs und Mädels eingeschickt. Hallo FC-Fans, wir freuen uns auf ein spannendes Spiel mit dem besseren Ende für unseren MSV. Tradition verbindet. Ich bin MSV-Fan, weil Tradition und Leidenschaft an erster Stelle stehen. Die Zebras sind eine Familie. Wir legen den Hebel jetzt um. Dinge, die man über Duisburg wissen sollte, die man vielleicht bisher noch nicht wusste. Duisburg hat sehr viel Wasser. Die Emscher, den Rhein-Herne-Kanal, die Ruhr und den Rhein. Und dann hat Duisburg natürlich diesen riesigen Hafen, der bekanntermaßen der größte Binnenhafen Europas ist. Und deswegen hat Duisburg, man höre und staune, mehr Brücken als Venedig. Was macht ihn aus, unseren MSV? Erstmal Gründungsmitglied der Bundesliga und dann im ersten Bundesliga-Jahr hinter einem gewissen 1. FC Köln als Meidericher SV Vizemeister. Wir wünschen dem FC alles Gute in der Liga. Aber heute siegt der MSV mal wieder. In den 70ern, neben dem dauernden Kampf gegen den Abstieg, Teilnehmer im UEFA Cup. Dann gab es dann einen Herrn, der diesen Verein so geprägt hat wie niemand anders, Bernhard Dietz. Leben, Liebe, Leidenschaft. Nur der MSV. Als Immi mit Migrationshintergrund freue ich mich natürlich immer sehr, wenn der Verein meiner einen Heimatstadt gegen den Verein der anderen Heimatstadt spielt. Schön, dass ihr auf eine Stippvisite in die 2. Liga gekommen seid. Ihr geht sowieso wieder hoch. Lass uns doch auf eine Punkteteilung einigen. Warum bist du MSV-Fan? Weil mein Papa MSV-Fan ist. Und du? Ja, weil mein Papa MSV-Fan ist. So kann man jahrelang in Köln leben. Und dann gibt es das nur in Köln, dass man nicht Fan des FC wird, sondern sehr, sehr, sehr viel lieber Fan des MSV Duisburg bleibt. Ich bin in Meidrich geboren, in Meidrich aufgewachsen und in Meidrich zur Schule gegangen. Da ist man MSV-Fan und uns gar nichts. Stellt mal irgendwelchen Kollegen die Quizfrage, wer 80 den EM-Pot gekriegt hat, wer den in die Hand genommen hat, als Mannschaftskapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Kein Rummenigge, kein Kaltz, kein Rubesch, er war's. Unser Ennerts Nationalheiligtum in Duisburg. Zebrastreifen, weiß und blau. Ein jeder weiß genau, das ist der SV. Auf geht's, Zebras. Ruhrpott-Kanaken schießt ein Tor. Hier noch eine Botschaft vom MSV an Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim. Ihr könnt noch so oft zu eurem Sponsor laufen. Tradition, die hat man. Die kann man nicht kaufen. MSV-Fans halten zusammen, auch in schlechten Zeiten. Hey Leute, was für geile Fans. Ja, wirklich. Also super. sensationell. Und dass die Letzter sind, da stehen die einfach drüber. Das ist völlig souverän. Ja, sensationell und nicht nur die Fans. Achte mal drauf. Ja, hallo zusammen, schöne Grüße nach Köln und ich denke, wir freuen uns alle auf ein richtig geiles Spiel. Köln gegen Duisburg.
richtig viel Tradition, eigentlich ein absolutes Erstligaduell. Und ja, ich als ehemaliger Duisburger muss leider den Duisburgern etwas mehr die Daumen drücken, damit sie unten aus dem Tabellenkeller rauskommen. Aber wünsche natürlich meinem Freund Markus Anfang, mit dem ich den Fußballlehrer gemacht habe, auch alles Gute. Er wird mit Sicherheit am Ende der Saison ganz oben stehen. Ich hoffe, Duisburg wird auch langsam in der Tabelle nach oben klettern. Und ja, ich denke, es wird ein geiles Spiel in einem geilen Stadion mit überragenden Fans auf beiden Seiten. Ich wünsche allen im Stadion ein richtig, richtig geiles Fußballfest. Und ich werde es mir auf jeden Fall zu Hause am Fernseher anschauen. Alles Gute und toi toi toi. Was für ein cooler Typ ist das denn, bitteschön? Und dass hier ein ehemaliger Profi bei uns in die Bütt geht, das spricht ja eindeutig auch für den Verein und für die Fans. Ja, also liebe Zebras, ihr merkt schon, ihr habt uns sehr beeindruckt und ihr habt einen Stein bei uns im Brett, ja. Aber es bleibt natürlich Fußball, ne? Und wir möchten gerne gewinnen. Und wie wir das am besten regeln, ja, das machen wir wie immer. Wir haben es uns auf die Shirts geschrieben und da steht, ihr die Streifen, wir die Punkte. Ja, Leute, also wenn das kein fairer Deal ist, dann weiß ich es aber wirklich nicht mehr. Alle sind zufrieden. Ja. Weißt du, wie man mich noch zufriedener macht? Mit 2 Kölsch auf 3 Punkte. Größterchen, Leute. Zum Wohl, Leute. Lecker. Sehr zufrieden macht das, ja. Ja, wirklich super, was ihr eingeschickt habt. Also wir waren echt begeistert, als wir das gesichtet haben. Ja, total beeindruckend. Super Fans, auch in der Situation. Und das macht es eben dann aus, ne, dass man wirklich durch dick und dünn geht. Ja. Und ihr schafft das. Ihr kommt da unten raus. So sieht's aus. Wir gönnen es euch wirklich von ganzem Herzen. Ja. Ist so. Überhaupt keine Frage.